Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Und wir fangen doch gleich mal an, jawohl, das Hin- und Herschwingen, das kennen wir noch. Aus dem ersten Teil und zack. Was? Hinter dir. Okay. Huiuiuiui, da müssen wir auch wieder hoch. Ich sehe es das mal an der gelben, glücklicherweise, an der gelben Sache. Mhm. Drücken Sie im Hängen Viereck, um einen Feind aus dieser Position zu erledigen. Wow. Einer unter dir, einer unter dir. Boah, das ist gemein. Einer unter dir. Das ist ja gemein. Also das finde ich richtig fies, da einfach einer ins Wasser rein zu zerren. Okay, ich gehe jetzt mal durch hier. Ich hoffe, der arme Kerl hat es überlebt, weil wegen so einem museumswerter Job würde ich nicht unbedingt drauf gehen wollen, um ehrlich zu sein. Da tun mir die arme Schweine wirklich leid. Und was war jetzt mit unter mir? Warte mal. Ich sehe du Kenner. Ich weiß nicht, was du wieder für Sache siehst. Okay. Haben wir da irgendwas? Nee, ich glaub's nicht. Na gut. Dann sollten wir mal weiter. Ach Quatsch, da ist er ja auch schon, der Idiot. Und ich schleiche noch rum. So. Oh, was ein schöner Ausblick. Das ist ja richtig geil hier. Oh, schä. Das sieht zwar ein bisschen aus wie Playmobil, aber es ist an sich richtig geil gemacht von dem Ausblick hier. Das gefällt mir doch ganz gut. Ach, hier nochmal das Meer und dahinter nochmal die Stadt. Ach ja, toll. Sehr schön. Da müssen wir wahrscheinlich hoch. Da müssen wir höchstwahrscheinlich so und dann so hoch. Großartig. Ich sehe dein Haus. Weiter jetzt. Ich sehe dein Haus, ja, ja. Du mich auch. Wo müssen wir dann hier weiter? Ach, hier können wir weiter. Da können wir Hangler. Und dich krieg ich. Ach Gott, und wie theatralisch. Der Drama Queen. Am besten noch mit dem Wilhelm-Schrei. So, Fast geschafft. jawohl. Aber warum ist das Licht an? Chloe kümmert sich drum. Keine Sorge. Das will ich doch hoffen, dass die sich drum kümmert. Okay. Und zack. Watsch. Oh, da ist noch so ein Mensch. Ich hoffe, den kriegen wir noch so aus der Position. Voila. Hallo. So. Das war mal sehr vorsichtig gewesen aus der... Also aus der Distanz, das war wirklich übervorsichtig. Und wie geht's weiter? Mist. Wir können nicht näher ran, wenn es so hell ist. Was macht sie denn? Komm schon, Chloe. Braves Mädchen. Na Allah. Hier haben wir aber nichts mehr. Eieiei. Wenn ihm der Hals die ganze Zeit so drucke ist. So, wie geht's jetzt hier rein? Mach auf. Ach, wie gescheit gemacht mit einer Mosaikplättchen. Sehr, sehr schön. Ja, dann schiele mal rein. Alles klar. Von da aus müsste doch da sein, oder? Die Lampe. So. Ladies first. Nett. Auf geht's. Da ist er. Da ist es. Und da ist die Alarmanlage. Und die ist so eingestellt, dass wir nur das Glas berühren müssen, damit sie losgeht. Kein Problem, Mann. Voila. Okay. Haben wir auch das Richtige? Na, das finden wir am besten gleich raus. Besser so, ja. Sorry, Marco. Mist. Das ist die Untertreibung des Jahres. Das ist es? Das ist vollkommen wertlos. Das Licht des großen Khan. Warte mal. Was
Was machst du da? Das ist Harz, es brennt. Und? Gib mir dein Feuerzeug. Hältst du das für eine gute Idee hier drin? Komm schon. Wow. Lass sehen. Unsere Schiffe trieben durch die Flut in die Wildnis von Java. Hört sich nach einem Tsunami an. Ja, irgendwo im Westen von Borneo. Oh gut, das grenzt es ein. Hier. Irgendwo bei diesem Berg müssen sie auf Grund gelaufen sein. Mit dem Berg finden wir die Schiffe. Ja, klingt logisch. Moment, noch was. Was war? Als wollte das Meer selbst die grausame Fracht abwerfen, die wir mitbrachten aus Shambhala. Der Fluch von Chintamani. Und das sagt dir was? Shambhala. Verdammt, Flynn. Was? Marco Polo fand Shambhala. Shangri-La. Du machst Witze. Wenn sie den Chintamani-Stein hatten, ist er vielleicht noch da. Das ist ja wirklich spannend, aber wir müssen jetzt los. Ja, ich komme ja schon. Was soll das? Sorry, Nate. Hier trennt sich unser Weg. Aber was ist mit unserem Plan? Nein, das war dein Plan. Ich habe jetzt meinen eigenen. Komm schon, wirf jetzt das Seil runter. Tja, Nate, damit hast du jetzt wohl nicht gerechnet. Du hast nämlich eine Kleinigkeit übersehen. Partner. Und willst du mich jetzt erschießen? Nein, ich muss dich nur für eine Zeit aus dem Verkehr ziehen. Mist! Meinst du, ich hätte nicht sofort von den Schiffen gewusst? Jedes Kind hätte das herausgefunden. Flynn, hör mal. Jetzt zieh's endlich ein. Das war's für dich. Noch nicht. Die Wachen brauchen doch einen kleinen Vorsprung. So, jetzt geht's los. Nichts für ungut, ja? Wie sagt man so schön, keine Ehre unter Dieben. Ach Mann. Und ich habe nur die popliche Betäubungspistole. Okay. Okay, die treffe ich von hier aus noch nicht mal. Na, großartig. Okay, an die komme ich eh nicht dran. Oh, Mann. Okay, wie komme ich jetzt hier raus? Die Buschtrommel macht es halt wirklich besser für mich. Da muss ich wohl hier in die Gegend. Dumm, du dumm, du dumm, du dumm. Ja, sei still. Nein! Scheiße, das war's. Mit was schießen die dann? Ich will es gar nicht wissen. Okay. Mit irgendwelchen Elektroladungen oder so. Ach, nee, denk nach. Okay. Wenn wir das dann jetzt... Zack. Müssen wir wohl so machen. Was ist? So. Da geht's wieder runter. Es würde mich ja echt interessieren, mit was die durchschießen, aber ich glaube, die haben maximal Taser oder sowas. Hoppala. Weil so ein Wachdienst, der darf ja eigentlich nicht mit scharfer Waffe schießen. Konzentrier dich. Oh Gott, wo die jetzt überall sind, die Typer. Wie komme ich hier bloß raus? Ja, das wüsste ich auch mal ganz gern. Oh, Schatz habe ich auch noch gefunden. Schau mal da, juwelenbesetztes Armband. Das ist natürlich in der Kanalisation gut aufgehoben. Aber sehr schönes Stück mal wieder. Ja. Ja, ist ja gut. Zu welcher? Ah, zu der hier. Zu der Leiter. Na gut. Das war jetzt aber wirklich auch nur durch Zufall den Schatz gefunden. So, da gehen wir jetzt hoch. Da wird wahrscheinlich schon irgendeiner stehen. Man sieht sich. Geht mich auch interessieren, ob das Türkisch von denen Sinn macht. Also gebt mir doch auch mal gerade in die Kommentare Bescheid, ob das nur Kauderwelsch ist oder ob die türkische Wache hier auch wirklich was Sinnvolles retten. Und wenn ja, was die Sachen. Sieh's ein, du wurdest verarscht. 3 Monate später. Ach, wirklich. Hä? Hey! Hau ab, du verdirbst uns die Show. Ach, wie schade. Sully! Den kennen wir auch. Keine Minute allein lassen. Bin ich froh, dich zu sehen. Wie läuft Kleiner? Gar nicht mal so gut. Naja. Ich muss mir ein paar Leute schmieren.
Dein ganzes Geld verbraucht. Und eine Menge von meinem. Junge, du stinkst. Ja, fast so schlimm wie deine Zigarre. Ja. Wie hast du mich gefunden? Ja, mich hat jemand um Hilfe gebeten. Hallo, Nate. Oh nein, nein! Warte mal. Sully, wirf sie raus und schließ ab. Hier sind wir sicher vor ihr. Jetzt warte doch mal ab. Hör sie an. Danke, Victor. Nix für ungut, Sully. Deine Menschenkenntnis lässt zu wünschen übrig. Besonders, wenn es um Frauen geht. Hast ja recht. Aber egal. Oh Gott. Oh nein, ist gar nicht übel. Hier, ich habe meinen eigenen Eimer. In der letzten Zelle gab's einen für 8. Hör zu, Nate. Weißt du was, es ist echt nett, dass du vorbeischaust. Aber wenn du und Flynn mich nicht reingelegt hättet, Jetzt hätte ich hör die doch mal. letzten 3 Monate nicht in diesem Hör Drecksloch zu, hocken Nate. müssen. Also entschuldige bitte, wenn ich dir nicht gleich um den Hals Ich falle. hatte nichts damit zu tun. Klar. Ich sag doch, er hört mir nicht zu. Pass auf, Nate. Sie haben die Schiffe gefunden. Auf Borneo? Ja. Und der Chintamani-Stein? Woher weißt du davon? Glaubst du echt, Flynn hätte das allein rausbekommen? Gutes Argument. Nein, den haben sie noch nicht. Wer sind denn Sie? Flynn und sein Klient, Lazarevich. Na, du weißt schon, der Spinner. Die beiden stecken unter einer Decke. Also gut. Wenn Sie den Stein noch nicht haben, bleibt uns doch Zeit. Du bringst uns in die Ausgrabungsstätte. Wir schnappen ihnen den Schatz vor der Nase weg. Sie werden es nicht mal mitkriegen. Tja, Rache ist süß, Leute. Sehr schön, dass das Sully jetzt auch Hier wieder an unserer Seite wurde ist. der Wunsch-Edelstein genannt. Er ist eine Reliquie. So wie Buddhas heiliger Gral? Genau. Danke. Sully, hör dir das an. Im Königreich Shambhala ruht das Kostbarste, was diese Welt zu bieten hat. Ein perfekter Saphir von tiefstem Blau. Größer, als dass ihn ein Mann umfassen könnte. Der muss Millionen wert sein. 100 Millionen. Und da gibt's noch mehr? Und ob für die Tagebücher von Marco Polo musste Lazarevich ganz schön was hinblättern. Er sucht den Chintamani-Stein seit Jahren. Wenn er auf Flynn setzt, ist es kein Wunder, dass er ihn noch nicht gefunden hat. Mit Lazarevichs Papieren kann ich den Stein finden. Jetzt mach mal halblang, Cowboy. Das ist nicht so einfach. Die Papiere sind in seinem Zelt. Und das Zelt steht mitten im Lager. Das ist wie das verdammte Pentagon. Da sind Soldaten. Überall. Tja, deshalb muss das auch jemand machen, den Sie kennen. Und jemand, dem Sie vertrauen. Oh. Okay, langsam fällt der Groschen. Du musst sie nur ablenken. Verschaff mir 5 Minuten im Zelt. Mehr brauche ich nicht. Echt? Nur 5 Minuten? Ist ja toll. Dann muss ich mich ja nicht mal ausziehen. Ich dachte da mehr an eine Explosion, Chloe. Auch gut. Das lässt sich arrangieren. Machst du mit? Teufel, ja, was für eine Frage. Sehr schön, das erspart uns zumindest mal hier Chloe, die Reise hörst dorthin, du dass wir es finden müssen. In Borneo. Gleich da. Wenn wir schon wissen, wo wir hin müssen, ist schon mal sehr gut. Okay. Und alles Ich habe vorbereitet Ihnen ist. das Lager Sprengladungen verteilt. Ihr beide müsst sie nur scharf machen. Okay, Und die erste ist genau vor euch. okay. Drittens Borneo. Sehr schön, jetzt bin ich mal gespannt, was es dort für uns gibt. Was haben wir dann für eine Waffe? Das sehen wir jetzt leider nicht, was das für eine ist, aber das scheint noch so Klenny zu sein. Und wo wir am Anfang rausgeworfen sind, scheint hier wohl auch eher das Endgebiet zu sein, weil wir doch schon die 92 FS gehabt haben. Und das ist ja auch eher eine bessere Pistole. So, jetzt mag ich mich jetzt aber erstmal hier umgucken. Jawohl, ich sehe es schon. Das machen wir doch einigermaßen clever. Ja, Sully, jetzt stehst du im Weg. Ich will dich nicht hochjagen. Na, komm. Und. Na? Okay, da geht nichts. Müssen wir wohl per Hand ausschalten. Ich habe auch einen Sprengzünder für euch. Okay, wir sind da. Okay. Die hätten wir. Nicht den Knopf drücken. Den hier? Alles klar, das Ding ist Wenn alle jetzt Sprengladungen scharf außer sind, Gefecht. fertigt ihr den Zünder und dann Showtime. Sehr schön. Die werden sich wundern. Ich hoff's doch. Sei Ich vorsichtig. Lazarevich-Leute sind in der ganzen Gegend hier postiert. hoffe doch, dass das auch wirklich gut läuft. Das Sully ist hier in die Gegend. Du scheinst weiter zu gehen. Ich mag aber hier noch ein bisschen optional gucken, weil ich glaube, du aber was blinke zu sehen.
Ja, das sieht mir noch Schatz aus. Ich glaube, da will ich hier. Definitiv hier. Das ist nur die Frage, wie ich da hochkomme. Das ist jetzt die Frage. Wie komme ich dann jetzt da hoch? Da habe ich nichts zum Klettern. Nee. Nee, da will er auch nicht. Wie komme ich dann jetzt da hier? Da stöhnt ja nur rum wie eine Sau. Altes Ferkel. Aber wirklich hochklettern kann ich leider nicht. Kann ich das Ding runterschießen eventuell? Gucken wir doch gerade mal mit brachialer Gewalt. Jawohl, mit brachialer Gewalt geht's. Und wir haben Münze der Yuan-Dynastie gefunden. Sehr schön. Das ist ja auch typisch dann für die frühe chinesische Münze. Das war, glaube ich, die Währungsreform vom ersten chinesischen Kaiser, der auch die Mauer gebaut hat. Oder angefangen hat und der auch dieses riesige Mausoleum mit der Terrakotta-Armee gebaut hat. Oder hat bauen lassen. Und unter dem seiner Währungsreform waren, glaube ich, die Münze dann einheitlich auch immer in der Mitte mit dem Loch versehen. Ich glaube, das geht auf den zurück. Sicher weiß ich es nicht, aber ich glaube es zumindest, dass es da auf den zurückgeht. So, jetzt wieder am Sully hinterher. Und dann gehen wir dort hier und dort hier. Oder vielleicht ist das Loch auch einfach nur dadurch entstanden, dass ich mit meiner Knarre drauf geschossen habe. Irgendjemand hat gekrischer. Halt die Wachen im Auge. Ja. Ja, die Wache sind ja wieder diese... Ich schwitze wie eine Nonne im Freibad. Was macht die Nonne denn dort? Sonnen. Ja, die Wache sind ja glücklicherweise wieder nur irgendwelche anonyme Handlanger. Die haben sie ja wie Sand am Meer. Die können wir einfach fertig machen, denke ich. Die machen wir fertig. Genau. Ganzheit. Gerade eben noch gesagt, die können wir fertig machen. So, das sind sie schon. Gucken wir mal, ob wir die nicht lautlos noch fertig machen können. Wenn wir das jetzt schon zur Auswahl haben. Und. Okay. Kuckucks. Ich sagte leise, Nate. Das ist das Gegenteil von laut. Jawohl, das Hammer. Okay, der fängt schon mal an. Und das Sully können wir natürlich nicht allein lassen dabei. Was jetzt? So. Sehr schön. Ringling, jawohl. Der bin ich. So. Was seid dann ihr? Okay. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen cooler animiert mit der AK. Und die ist auch wesentlich langsamer, als das noch in Uncharted 1 war. So, das war ein Kopftreffer, glaube ich. Da ist noch so ein Hansel. Ich kriege ich aber auch noch. Oder das Sully kriegt ich. Ach, sehr gut. Jawohl. Ich glaube, das hätte ich auch nicht wirklich so gepackt, das Ganze heimlich noch zu Wir machen. können uns da rüberschwingen. Das können wir. Du vielleicht. Okay, warte, Opa. Wir suchen einen anderen Weg nach oben. Aber klar, im Sully seinem Alter geht es noch nicht so wirklich. Da geht es nämlich so wirklich. Selbst wenn der früher mal fit war. Aber ich glaube, als starker Zigarrenraucher, du ist der wahrscheinlich nicht so der fitteste. Kann ich nachvollziehen. Okay, da haben wir aber wenigstens noch ein bisschen AK-Munition. Sehr geil übrigens. Und, okay, also komm, das wird er ja wohl noch packen können. Also das hätte ich jetzt auch noch hingekriegt. Aber da ist nix. Da kann ich nicht mehr hoch. Okay. Na dann halt nicht. Ach ja, ja gut. Das können wir machen. Zack. Und hoch. Und der hat nichts mehr dabei. Und der andere Kaspar, der ist eh da runter gestürzt. Dann müssen wir mal gucken, wie ich jetzt das Sully hier runter krieg. Ob man da nicht möglicherweise irgendwas hin, wo man eine Brücke damit schlagen können. Zum Beispiel hier ein Stäh. So, jetzt schiebt das Ding runter, du Ochs. Und zack. So wird das gemacht. Genau, klasse ist das. Du bist. Sehr schön. Nate, du näherst dich der Ausgrabungsstätte 1. Wenn das so ist. Mist, wir haben uns entdeckt. Scheiße, okay. Sie dürfen das Lager nicht informieren. Aber wenigstens haben wir es hier am Anfang schon gleich mit Söldner zu tun, nicht mit irgendwelchen Piratenhandlanger, die nichts drauf haben. Das ist doch schon mal sehr schön. Die wissen uns wenigstens auch zur Respektierung, geben uns halt irgendeinen Abschaum an Gegner.
Ich glaube, da war noch was, oder? Hier war doch ein Schatz, oder? Ach, da bist du. Oh, hoppla. Ja, danke, Sully. Danke, Sully. Das habe ich echt nicht gesehen. Ja, so schnell kann es als gehen im Leben. Na gut. Da können wir jetzt aber auch noch die Munition flattern von deinen Knaber. Okay, die haben alle nur Pistole, aber der ohne hatte AK. Da konnte ich jetzt noch 19 abstauben. Das ist immer gut. Und ja, ich würde aber noch ein bisschen weitermachen wollen, weil ich mache nur 3 Aufnahmen am Tag. Das Deswegen, erste Lager sollte jetzt vor euch sein. jawohl. Dort gibt es 4 weitere Sprengladungen. Aber die Luft sollte wirklich rein sein, bevor ihr sie scharf macht. Deswegen die Sache, da das wohl auch wieder ein Kontrollpunkt ist, dass ich an der Stelle hier wieder einen Cut mache. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Uncharted 2 Among Thieves auf Pelzig. Ich freue mich auch, wie es weitergeht. Das macht mir auch sehr Spaß. Und ich freue mich definitiv sehr, sehr drauf, wie die Ausgrabungsstätte aussehen wird. Gerade als Archäologe bin ich da sehr, sehr gespannt drauf. Also machen's gut und bis morgen, ihr liebe Leute. Euer Yankee.